Begegnung mit einem alten Bauern-Ehepaar in der Steiermark, in den Berg, wo ich nie gedacht hätte, dass wir uns so begegnen. Ja, ich habe da ein Hüttenbuch zum Komponieren und bin dort hingefahren und war halt der aus Bayern kommende Langhaarige, der ein Hütten bucht, ganz allein, ist ja schon mal ganz komisch, was macht der ganz allein auf der Hütten da und so. Er hat auch keine Bergsteigerausrüstung oder sonst irgendwas nicht dabei, sondern auf ein Zeug irgendwie. Und bin da hingefahren, bin angekommen an dem Hof, bin praktisch dann die Treppen aufgegangen die haben ja praktisch auch einen Hanghof und da geht es Treppen ins Erdgeschoss auf und dann war die Tür schon offen gestanden. Und da habe ich geklingelt und dann kommt mir halt der alte Bauer entgegen. So ein ganzer, also wirklich so ein ganzer uralter Knochen. Also das war allein schon das Gesicht, da habe ich schon gewusst, also ich habe mir gedacht, das ist ein Verschmitzter irgendwie, der hat schon, auf alle Fälle, ich war ihm fremd, er war mir fremd und so und das ist eigentlich nur darum gegangen, dass ich den Hüttenschlüssel kriege und dass er mitfährt, dass er mir zeigt und so weiter und das haben wir dann da, ich habe mir einen Schlüssel gegeben und habe mir ein bisschen was gezeigt mit dem Strom, das waren so ganz alte Sicherungen nur da drinnen und so weiter und wo ich das Holz habe für den Ofen, das war aber im Sommer, das muss ich auch dazu sagen. Aber schön, weil auch im Sommer gibt es kühle Nächte. Da ist man froh um einen Holzofen. Naja, auf alle Fälle habe ich mich dann, 3 Wochen habe ich die Hütten gebucht, habe ich mich dann zurückgezogen und war halt so die erste Woche, glaube ich, für die gar nicht zum Singen. Und habe dann eine Nacht durchgearbeitet an einem Liedl und bin dann in der Früh praktisch, bin ich noch am Computer gesessen, ich habe mein ganzes Studio dabei gehabt praktisch und habe gleich aufgenommen und war da am Computer gesessen und dann macht es zapp, war der Strom weg. Dann habe ich Scheiße. Bin ich zum Sicherungskasten gerannt und habe geschaut, die alten Sicherungen, die kenne ich leider nicht so, ich bin kein Elektriker, weil man denkt, die schauen aber nicht schlecht aus irgendwie und geraucht hat es auch nicht, Stumme auch nicht. Also bin ich hinaus am Balkon und habe einmal geschaut und habe von der Weiten schon gehört, dass ein Motor so läuft. Und schaue halt so praktisch rum und dann 500 Meter weiter unten ist der Bauer mit dem Traktor, der Motorsag und ein Baum. Und der Baum ist in die Hochspannungsleitung reingefallen. Und der schneit da dran. Da haben wir gedacht, Scheiße, beim nächsten Mal, wenn der jetzt da geht an den Baum, dann erschlagt es ihn. Und dann bin ich raus von der Hütte in den Hang runter, das ist wirklich so runtergegangen, brutal. Bin da runter, habe mich fast erfallen und von der Weiten schon geschrien, hey, hey, hör auf, habe ich geschrien. So, von der Weiten habe ich gemeint, ich war lauter wie der Motor so. Kein Scheiß, natürlich. Hat er das nicht gehört, erst wie ich dann näher gekommen bin, hat er anscheinend im Augenblick irgendwas gesehen, dass was herhuscht oder so. Dann hat er den Motorsag ausgeschalten und dann hat er mich angesagt. Also ich war ja wirklich total aufgeregt und bin da hingestürmt und so weiter und er macht den Motorsag aus, schaut mich an und sagt, Guten Morgen. Und dann habe ich gesagt, ich bin ja gar nicht so mitgekommen mit dem Ganzen, habe ich gesagt, hey, geh weg, da ist der Baum, du hast ihn in die Hochspannungsleitung fallen lassen, schau hin, da hinten hängt die Leitung runter, da schlagt die doch. Ja, das kann passieren. Dann sage ich, ja, geh halt jetzt weg, habe ich gesagt, da schlagt die doch beim nächsten Mal, wenn du hingehst oder so. Da siehst du, was ich für eine Erdung habe. Ich weiß nicht, ob man die bricht zusammen. Total. Naja, auf alle Fälle habe ich ihm dann klar gemacht, ich habe keinen Strom nicht. Keiner hat wahrscheinlich einen Strom, weil die Leitung halt wirklich komplett durchgerissen ist. Und dann hat er gesagt, na ja, dann rufen wir halt auch, gell, das können und die Leitung richten. Und dann ist er in seinen Traktor eingestiegen, ist aufgefahren an Hang und ich bin dann hinterhergestiefelt. Und während dem Hinterherstiefeln habe ich mir gedacht, die sind 84 Jahre, die Leute am Bauernhof, die haben mit Sicherheit da oben kein Handy nicht. Und ich habe gesehen, wie ich praktisch den Schlüssel geholt habe, ich gesehen, die haben da so ein grünes, altes Telefon mit Wahlscheibe und das braucht halt Strom. Also muss ich nachgehen und bin halt dem hinterher, bin völlig verschwitzt und völlig fertig, bin ich dann bei dem Hof angekommen und er war schon lange tot natürlich und hat sich anscheinend am Haus entlang vorbeigeschlichen an seiner Frau, die war im Gemüsegarten draußen und sieht mich daherkommen. Also hat mir ja die ganze Zeit ja keiner gesehen von dir, aber da sieht es mich daherkommen, völlig fertig, verschwitzt und außer Puste und dann hat es gesagt, was hat er denn wieder angestellt, der alte Depp?
bevor ich noch was sagen habe können oder so, was ist er dann schon wieder in der Tür gestanden. Und dann hat sie ihm gleich, was hast du wieder gemacht, Alter? Depp, du musst da nicht am Wald rausgehen. Da verstehst du nichts davon, hat er gesagt. Und dann hat er schon gesagt, ich wollte anrufen, aber es ist nicht gegangen. Scheiße. Ich habe mein Handy natürlich dabei gehabt und dann habe ich gesagt, du, nimmst mein Handy, rufst da. Und das hat er dann da, aber diese Geste hat wirklich das Eis gebrochen. Also natürlich das Erlebnis dann auch, wir waren da ja alle in diesem Erleben drinnen gesteckt. Aber das hat er so das Eis gebrochen, dass dann, die haben mich dann eingeladen, die haben dann gesagt, komm, geh einer dabei, du kannst da auch nichts jetzt anfangen ohne Strom. Gehst mit rein und dann haben sie mir Jausen hingekriegt und dann haben wir da drinnen gesessen, haben wir Jausen und wir Schnaps genommen und dann, das war lecker, also ich meine, die Jausen waren lecker und den Schnaps, das ist auch selber brennender Schnaps gewesen, weil den war auch sehr lecker, also muss ich wirklich sagen. Und so verliert man sich dann in diesen Jausen und in die Geschichten, die mir der alte Bauer erzählt hat. Aber ich glaube, das darf heute den heutigen Rahmen sprengen, wenn ich jetzt da noch weiter erzähle, weil sonst sitzt man nämlich um. Ja, und da. Und der Abend soll ja noch weitergehen. Auf alle Fälle, vielleicht erzähle ich dann die nächste Geschichte, die er mir erzählt hat, die ich einfach brutal finde, beim nächsten Mal. Wollt ihr es wirklich hören? Nein. Oh gut, wenn es so jetzt dann lass ich mich ja gar nicht wählen.